Erlaubt man voranzufänken, ein paar mir allgemeine Bemerkungen zu diesem Projekt zu machen, wo wir uns dort befassen, mit einem Fongol, mit einer Orientierungsdebatte zu den größeren Infrastrukturen. Wir feiern das Debatt in einer ganz schwerer Zeit für das Land. Wir kommen an dem Sinn nicht drum herum, ob die Entwicklungen von der Corona-Pandemie an als Überlegungen mal drauflesen zu lassen. Speziell nur dieser Corona-Krise, wo es gilt, als Land wirtschaftlich gesehen immer bei Maximum aufzubauen. Das dürfen so Menschen an der Zeitfenster von diesen geplanten Infrastrukturen noch nicht strecken. Aber wie weiß, es könnte vielleicht noch so Menschen bis heute Ungeplantes dabei. Nur am Ende von dieser Gesundheitspandemie muss ich noch das finanziell gucken. Für den Hock an ich kann am Vierhauser sagen, weil ich nicht weiß, wie lange das Pandemie dauert. Mit der Gesundheitspandemie bringt es unweigerlich mit sich, dass man an der Hinsicht nach manchen Überlegungen an Decisionen an der Zukunft müssen Rechnung drohen. Also gut hier im Land wie auch europäische Krise von unseren Partnern. Meiner Meinung nach muss Europa ökonomisch gesehen sich stets neu aufstellen. Regionalisierung heißt in der Zukunft nicht mehr allein Lützeburg als in Direktregionen. Wir müssen das auch europaweit gucken, und zwar an der Solidarität mit allen Staaten an der EU. Gerade aus diesen Überlegungen heraus, als es nur der Corona-Krise wichtig für uns mit unseren europäischen Partnern zusammenzusetzen, an vielen Bereichen sich neu zu konzertieren und noch aufzustimmen. Weil nur dieser Zeit muss ich damit rechnen, dass als Ökonomie und als ökonomische Entwicklungen sich das national oder international nur dieser Krise nicht mehr dieselben funktionieren werden wie bislang. Und das dürfte unbedingt wichtig, den ökonomischen Impact von der aktuellen Krise zu allen Momenten am März zu behalten und da wird nötig ist, zu helfen, zu kompensieren und auch aufzufördern. Als Wirtschaft, als Betriebe, all die Säulen und Käserallien bleiben Zuchtwert von unserer Lebensqualität und von unserem Wachstum. Das dürfen der Politik ihre verdammte Pflicht, sie zu schützen und alles dürfen zu machen, dass sie an anderen Anständen können, für funktionieren. In dem Sinn, so ein Hockchen Projekt zu gesehen. Erlaubt mir von den 34 Projekten, über die heute aufgestimmt wird, ein paar Minuten an der Luft zu holen. Es sind seine allgemeinen Bemerkungen, Randbemerkungen, mehr an der Gesamtheit sollen auch alles gucken, auch noch langfristig. Erstens einmal, wir begrüßen das Projekt über die Renaturierung von der Petrus, ein Projekt, den erlaubt, dass Petrus zu ihrem natürlichen Wasserlauf zurückfindet. Trotzdem will ich die Projekt mit paar kritischen Bemerkungen begleiten, so wie das mein Kollege Roy Dredring schon auf kommunalem Niveau gemacht hat. Das wird der ganz unglücklich. Wenn er auf der einen Seite Natur füttern möchte, für auf der anderen Seite Natur herzustellen, schwätzen, renaturieren. Mir hätte dann in dem Sinn begrüßt, wenn die viel altprächtig Spähen, die auch zum ökologischen Irrwen von der Stadt Lützeburg gehören, hätte können erhalten bleiben. Auf anderen Plätzen an der Stadt Lützeburg und noch am Land müssen Einzelprojekte so verschafft gehen, für dem Rechnung zu drohen. Das ist allgemein auch wichtig, gerade bei großen Infrastrukturprojekten, da die Betroffenen legt, auch mit Abend an Planungsfest. Für das die Betroffenen Werner auch zu allem wissen, was für ein hier geschieht. Ein paar Worte zum geplanten Ausbau von der Police-Schule verloren kascht. Auch hier hätte mir eine transparente Informationspolitik gewünscht. Muss ihn unbedingt mit den Personalvertretern von der Police schwätzen, die die Personen am besten kennen. Das ist eine unglückliche Situation, das Personal von der Police als sie betroffen allem Stagiären ungenügend Infrastrukturen an, verkannende Ausbildung von notwendiger Sport Notzugrund anzumachen. Wie ein Wanderzirkus müssen sie durch Gegend fahren für temporär Kannen
an andere Sporteinrichtungen ënnerbrecht ze ginn. Berufspompchen han eget Einrichtungen fir wat nie och Poli. He soll alles konzentriiert sinn, wat Poli fir en gut Ausbildung von ihrem Personal brauch. Für die Sporttester zu absolvieren, braucht Polischule adäquat Gebäudlichkeiten an Einrichtungen. Es sollen also keine Halbsache gemacht gehen, und noch für allem keine halbe Sporthalle gebaut gehen, wie uns da zugedroht gehen ist. Das heißt Pflicht, der Police allmählich zur Verfügung stellen, für eine bestmögliche Ausbildung zu garantieren, für als junge Polizistinnen und Polizisten. Unserer Meinung nach wäre dabei das Gebäudlichkeiten und Verlorengast prioritär der Schulpolischule komplett zur Verfügung zu stellen, inklusive der Sportinfrastruktur. An der Police-Museum, wo am Gesetzesprojekt ist, pourrait arbitrer vielleicht auf einen anderen Platz zu verlieren, das ist auch im Respekt mit all den Freiwilligen, die sich für das Police-Museum ersetzen und engagieren. Es wäre fair, wenn die Regierung sich gefallen mit Zeiten, diese Leute mitteilen, ob sie heute oder auf einen anderen Platz in der kommen. Der Police-Museum ist ganz sicher eine Bereicherung für das ganze Land. Und kennt ihr noch viel gesehen, vielleicht nicht durch ein Dwanzmuseum, Heimat zu integrieren, da könnte es aber gut sein, dass da auf einen anderen Platz nicht sind, weil die verschiedenen Offerten die für am Vogel an den greifen, wenn so Museum anbelangt, aber wenn die auf einen anderen Platz hat, das wäre ganz sicher auch interessant für die Visiteure von denen Museen. Drittens, beim Projekt Warne von der Wolz sollen 1000 neue Logementen entstehen, darum sind von den allen Industriefrischen zu Wolz. Als ADR begrüße ich mich ausdrücklich, dass die demografische Entwicklung vom Land nicht just einseitig auf die Großballungszentren mit Staat konzentriert, mir gleichmäßig das Land abteilt. Als Vertreter vom Norden liegt mir besonders im Herz, dass doch unser ländlicher Raum lebendig und attraktiv bleibt. Das wird Dezentralisierung spielt hier eine essentielle Rolle. Mit einem lachenden Angesinnen macht, dass man mit Projekt Warne von Wolz eine Initiative ergreifen, für die Bevölkerung sich am ländlichen Raum niederlässt, für das noch neu zu beleben. Mit dem kreischenden R sehen wir allerdings, dass es verpasst ging, als große Agglomerationen am Norden und dort zu gehen, durch Wolz attraktiv und lebendig zu gestalten. Wir bauen eine Warnungen für rund 2000 Leute. Aber wo soll es all das Leute schaffen gehen? Das ist die größte Frage, die sich stellt. Es darf nicht dazu kommen, dass man im ländlichen Raum riesig Projekte planen, die sich dann zu reinen Schlafgemengen entwickeln. Da wo es Leute warnen, sollen sie können schaffen gehen, und da wo es Leute warnen, sollen sie ihre Freizeit gestalten und verbringen. Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite Leute an den ländlichen Raum lackeln wollen, und auf der anderen Seite einen genehmigten ländlichen Raum, Service und Infrastrukturen munter aufbauen. Ich verweise hier auf das Wölzer Spital, noch Register zu Kleef, Einzel Bankfilialen, Postfilialen, alles mehr löserlos zu. Und ich meine, es soll ja mal endlich echt werden, echt mal am Wort für die Dezentralisierung. Wenn wir Dezentralisierung richtig anpacken, dann lösen wir viel andere Probleme am Land. Wir beruhigen die Verkehrssituation im ganzen Land, wenn sich der Verkehr nicht just auf ein paar Ballungszentren konzentriert. Als Land soll weiter attraktiv bleiben und dafür müssen wir kontinuierlich investieren. Das muss mit Kopf und Verstand geschehen. An einzelnen Regionen sollen nicht vernachlässigt gehen. Es muss langfristig geschehen und immer mit der Wachstumsfonds verbunden. Aber das für Lützburg an der Mana-Kapsel immer zurückbehalten gehen. Auf der A6 soll ein Band der Covoiturage gebaut gehen, eine Verlängerung von der Covoiturage-Piste, eine Verlängerung von der Elsterbelsch, für Dele von Ehren auf Sterpenich.
Heil mis den awer nach ennner sichen, ob dëssen Ausbau sinn mischt. Weil onsen Informationen no aus den Deel von der Belsch zwar fertig, gëtt aber für diesen wenig genutzt. Zum Kantonnommer Hengelcht, ich steht zwar nicht am Projekt, mir den Herr Minister hat op eng parlamentarisch Frau vum Herr Bauler geantwortet, dat am Freijahr mat engem Avantprojekt zo mehr ze rechnen wär. Weil ma Jolo an diesen Debatte sinn, wollte ich den Minister frohen, wie dat de Projekt ass. Mo Jolo weiter keine Möglichkeit fir ha an dieser Sache aktiv zu gehen. Und dann werde ich zum Schluss erkommen. Ich will dem Rapporteur, dem Herrn Kauler Backen, herzliche Merci für sein exzellenter mündlicher noch schriftlicher Rapport. Und ich gebe Zustimmung.